Zur gleichen Zeit sitzen zwei düstere Gestalten in einem Büro im Clubhaus vom zweiten örtlichen Fußballclub am anderen Ende der Action Kids Stadt und diskutieren heftig miteinander. Zwei Männer sind mit fiesen Visagen. Der eine sieht zwar durchaus sehr gepflegt aus in seinem Anzug, den schönen Lederschuhen und den frisierten Haaren. Wenn er aber redet er mit einer fiesen, gemeinen Stimme und kneift die Augen zu hinterhältigen, schmalen Schlitz zusammen. Allem Anschein nach ist er richtig hässig und redet energisch auf den zweiten Typ ein. Der Sepp ist riesig, muskulös und gross wie ein Bär. Unter trägt eine alte, kaputte, schwarze Lederjacke, verwaschene Jeans und Turnschuhe, die früher wahrscheinlich mal weiss waren. Leck, wie blöd muss man eigentlich sein, damit man so blöd ist wie du? Ich frage mich, was du dir dabei gedacht hast. Chef, ja, wissen Sie... Ich habe von Sabotage geredet. Und soviel ich weiss, sabotiert man im Geheimen. Und nicht so, dass es die ganze Stadt sehen kann. Von allen Leuten mit dem Auto ins Speakertisch reinfahren. Wo gibt's denn so etwas? Wenn du Glück hast, ist deine dümmliche Aktion in diesem ganzen Rummel niemandem aufgefallen, der einen Verdacht schöpfen könnte. So bärenweich. Also gut, wenigstens haben wir den Pokal. Verdammt, Bobby. Ich werde dich in nächster Zeit ein bisschen besser kontrollieren. Verstanden? Okay, Chef. Denk dran. Dank meinen Beziehungen bist du nicht verurteilt worden. Und dank meinen Beziehungen hätte dir nicht nachgewiesen werden, dass du in Kontakt mit mir und meiner Organisation stehst. Klar arbeiten wir im Geheimen. Und kein Mensch weiss, dass ich die Fäden hinter diesen Schmuggelaktionen ziehe. Und das soll auch so bleiben. Hast du verstanden? Ich will, dass du das machst, was ich dir sage. Wenn man dich schnappt, will ich dich nicht mehr decken. Bobby, ich zahle ja schliesslich nicht für nichts. Haben wir uns verstanden? Ja, Chef, verstanden. So, und jetzt verschwinde aus meinem Büro. Ich muss telefonieren. Eva, ich bin's. Gut. Los, den Pokal haben wir. Ja, der Bobby hat ihn ins Versteck gebracht. Doch. Am besten du holst ihn dort ab und bringst ihn in die Werkstatt und lässt dir alles zusammen, inklusive Ersatzpokal, in einer möglichst unauffälligen Tasche mitgeben. Wir treffen uns dann morgen so früh wie möglich in meinem Büro, okay? Vergiss es nicht. Also. Was? Ja, ich bin vorsichtig. Ich kann doch auch nicht dafür, dass das alles schiefgegangen ist. Aber ich glaube, wir sind nicht aufgeflogen. Das klappt schon. Hä? Doch, das muss sein. Und wenn der Bobby meinen Junioren ganz so nebenbei auch noch zum Meistertitel verhelfen kann, ist doch das sensationell, oder? Ich kann den Larsen sowieso nicht schmecken, so einen hinterhältigen Saftsack. Ist gut. In dem Fall bis morgen. Ich dir auch. Tschüss. Es wird langsam dunkel und Maggie und der IQ haben jetzt Feierabend. Sie warten vor dem Clubhaus auf den Benny. Der Fußballplatz, der ist leer. Fußball wird erst morgen wieder gespielt. Dafür haben die Festbeizen jetzt Hochbetrieb. Alles sitzt jetzt noch gemütlich beieinander, isst eine Wurst, trinkt noch eins und geniesst den schönen Sommerabend. Wo ist der Benny? Was könnten wir machen? Ja, also ich hänge ein bisschen um und gehe skaten. Komm, IQ, zeig mal etwas. Hey, cool! Hey, schau, da kommt ja der Benny. Hey, haben Sie so lange gewartet auf mich? Haben gemeint, wir treffen uns erst in der Chill Factory. Ja, eigentlich schon. Aber wir haben gedacht, wir sind ja schliesslich ein Team, oder? Voll cool, das ist mega Hammer. Brüderli, gratuliere! Ihr habt tatsächlich alle Gruppenspiele gewonnen. Yep. Und? Bist du zufrieden mit deiner Mannschaft? Ja, ich bin voll stolz auf sie. Haben ihr noch gefestet? Oder wieso hast du so lange gehabt? Als Captain muss ich mit dem Trainer noch zusammensitzen. Zudem hätten wir in Bezug auf unseren Fall noch einen Verdacht äußern. Und das wäre? Ich habe übrigens auch noch einen Verdacht. Schon? Warte jetzt schnell, Mann. Also, der Mr. Larsen hat gemeint, dass wahrscheinlich der Präsident vom SC Playhard hinter all diesen Ereignissen könnte stecken. Und er könnte sich auch vorstellen, dass der auch etwas mit dem Verschwinden vom Pokal zu tun hat. Allerdings glaubt der Mr. Larsen, dass der Mr. Grant nur der Drahtzieher ist und andere lassen sich arbeiten. Und wie kommt dein Coach auf das? Weil unser Team seinen Junioren die letzten 3 Meistertitel geklaut hätte. Das mit dem Cloud behauptet der Mr. Grant.
Wir würden mit unfairen Mitteln spielen. Meiner Meinung nach sind das absolut ungerechtfertigte Vorwürfe. Zudem hätte er, der Mr. Larson, damals so eine Sache gehabt mit dem Mr. Grant. Und das fuchst dann immer noch. Darum wird der Mr. Grant jetzt vermutlich gerade 2 Flüge auf einen Touch. Den Meistertitel holen und Mr. Larson für was auch immer eins auswischen. Tönt nach einem vernünftigen Verdacht. Richtig. IQ, du hast doch auch noch etwas sagen. Was ist dein Verdacht? Ja, also zuerst eine Frage. Benni, wo wird normalerweise der Pokal für den Turniersieger aufbewahrt? Also, eigentlich sollte der auf dem Speakertisch im Speakerwagen stehen. Normalerweise. Jetzt ist er ja gestohlen worden. Ja, so ist es. Aber ist so ein Pokal auch wirklich wertvoll? Nein, ich glaube nicht wirklich. Er sieht einfach schön aus. Wertvoll ist nur die Siegersprämie, die der Club vom Siegerteam kassiert. Also in dem Fall können wir davon ausgehen, dass es wirklich einfach ein weiterer böser Streich war. Vielleicht. Sicher ist noch nichts. Aber Maggie, erinnerst du dich an den grossen Typ, der mit seinem Auto in den Speakertisch hineingefahren ist und an das andere Auto, das ihn verfolgt hat? Jetzt, was du sagst, ich glaube, ich weiss, was du meinst. Hä? Von was redet ihr? Benni, du raffst es wieder nicht, hä? Komm, jetzt gehen wir in die Chill Factory und dann besprechen wir nochmal den Fall. Ja, genau. In unserem Hauptquartier können wir alles nochmal in Ruhe durchgehen.